Lady Mayneth. It is not far off now. A world in which there is no need for fear. The hour draws near. Our will shall soon be done. First, there is the matter of the Monado. Our victory can only be assured if we destroy the Monado before it's too late. I sense your existence. I know you are alive. Zanza, the hour is upon us. Your time has come. Shulk. Shulk. Who's calling my name? Shulk, you have acquired the ability to glimpse the future. The ability to understand the law of causality as decided by a higher power. A higher power? Like the Bionis? Why do you desire to change the future? Why do you wish to act against their will? I do just as anyone would do. It is natural to want to change an unhappy future. If that is their will, then I choose to fight. If that is what you wish, Shulk, then you must find your Monado. My Monado? Precisely. The one true Monado. You can't do that. Because... you aren't here. Not anymore. Is everyone okay? Yeah. That was a close one. I mean, how on Bionis did we survive that? We seem all right. I don't know. It could be that we were just lucky, but I'm sure there must be more to it than that. You were protected by the power of Lady Mayneth. Who's there? Hey, Machina. Are you... Vanea? Vanea? Does that mean you're Mikol's daughter? I am glad you are safe. Lady Mayneth. Lady Mayneth? That face was sent to destroy you. I am truly happy you're all right. You're lying. Gado would never try and hurt us. Sadly, his home's memories no longer remain. The current faces are nothing more than weapons, designed to annihilate all life on Bionis. It can't be. Faces are created by directly integrating the brainstem and metabolic organs of Homs into Mekon. Memories and emotion are nothing but a hindrance to an effective weapon. However, the early faces were experimental. Many retained memories from their former lives. This prevented them from executing their missions effectively. More recent faces have had all memories of their previous lives completely erased. Is that because of me? No, it is not your fault. Mumkar seems the more likely candidate. His attachment to us was too strong. You could say it caused his destruction. That sword one and all.
You are correct. No, it's not true. Oh, my Gado. Shala? Explain it to me. I mean, why does Egil want to make us into Mekon? What's the reason for all this? In order to counter the Monado. I knew it. The Monado is ineffective against the High Entier, the Homs, against all races of Bionis. Egil suffered a bitter defeat in the battle 1 year ago. After that, he theorized that he could counter the Monado by integrating organic life from Bionis. Of course. Initially, the Monado couldn't take a Hom's life. It can now, though. It could not harm those who share the blood of Zanza. That was its sole weakness. But Zanza lifted that constraint. Those who share the blood of Zanza? Who is that giant? The progenitor of the Homs. Him? And once the friend of my brother Egil, before they became sworn enemies. It was Zanza who devastated Mekonis. What? Ach du meine Güte, Freunde, so viele Informationen auf einem Haufen, ey. Aber wer soll diese Lady Mayneth sein? Wow, look at that. Are they the Havres? They're the latest anti-Mekon weapons, designed by Lorothea and the Ministry of Research. What a glorious sight. The coming together of all the peoples of Bionis. Yes, sir. This is how it should always have been. Then perhaps Father would not. Your Highness. We are fortunate that Dixon informed us of the enemy's new weapon. Our defenses are ready. Today, we start our campaign against Galahad Fortress. Just beyond the fortress lies the imperial capital of Mekonis. This is a battle to determine not just our own fates, but the future of all life on Bionis. We fight for future prosperity and the glory and honor of all. Troops, advance! Wahnsinn, hey. Der Krieg beginnt. Are you saying that Zanza is to blame for Mekonis' devastation? It's Zanza's sword that I'm using. Does this mean we're enemies? And if so, why are you... Shulk, calm down. Sorry, I will take you to the Mekonis capital, Agniratha. Is that your plan? Lead us straight to the gates of our enemy? Deliver us into Egil's hands? It will be quicker to show you than to explain. Then you will understand the history of Mekonis, and the battle between the two titans. Up ahead is a lift that leads to the central factory, within the chest of the Mekonis. The capital, Agniratha, lies just beyond there. Na dann, auf geht's, Freunde. So, Gesses ist dabei, sehr schön. Aber wo ist jetzt ja das Gesicht hin? Verstehe ich nicht. Gut, habe wohl keinen Bock mehr. Dann gehen wir da zum Aufzug. Das wird noch ein bisschen schneller, weil der Weg ist doch schon ziemlich lang. Nee. Ja, wieso auch, ja? Wäre natürlich so einfach. Gut, dann von mir aus. Du musst jetzt nochmal gegen den betteln? Ich hoffe mal nicht. Das ist eigentlich Hä, das da drüben, was ist denn das hier? Geht's so vielleicht schneller oder was zum... Oh, tatsächlich, jemand! Ah, ist das schön, hey, das war nämlich, wo ist Gedultin, sprich Jadeface, kommt das Teil wieder. Wie kriegen wir Gaddles Erinnerungen zurück und. Es gibt noch so viele Fragen, die noch nicht geklärt sind. Und auch das mit Sansa und Egil, okay, das meine Freunde waren natürlich schon ein Hammer. Die beiden müssen ja uralt sein, hey, wenn sie sogar beim Krieg zwischen Bionis und Mekonis dabei waren. Und ich habe so langsam das Gefühl, dass Egil vorhat, Mekonis wieder zum Leben so weg. Na dann, Prost Mahlzeit, wenn so ein Riesenteil wieder
losschlägt und Bionis nicht und dann eine gute Nacht dann. So, dann das Shot Gavalt, oder wie das Teil hieß. Wir haben bald Level 61. Lalalala. So lange kann es ja nicht mehr dauern, Freunde. Also natürlich irgendwie die Endboss hier im Spiel an Level 100. Dann natürlich dauert es noch ganz eine Weile. So, hallo, komm mal. Okay, ja, Mann, bereits aktiviert. Hey. Das ist auch keine Bestätigung dafür, kriegst du so etwas. Hier scheint er richtig zu sein. Ach du Scheiße, wie hoch sind wir jetzt? Beeindruckend, beeindruckend. Hafenterminal. Hier noch ein paar Erfahrungspunkte. Kommen schon noch ein paar. Und wir haben fast. Hafenhaupttau, kommen schon noch ein paar. Nochmal 1000. Level 60. Aber nee, erstmal wieder mal eine Zwischensequenz. Mechonis Zentralfabrik. Nur noch mehr davon, aber immerhin wir sind etwa in der Hälfte des Mechonis angelangt, war. This is the central factory within the chest of the Mechonis. Can you see the ring up ahead? At the base of that ring is a transporter that leads to Agniratha. We must first head there. This place is full of autonomous security, Mechon. Tread carefully. Ja, das war irgendwie zu erwarten, wa? Gut, Und jetzt Handelsmission, geht's Liefereingang Nummer 1, was auch sonst. So, wir haben ganz kurz das Team noch ein bisschen aus. Schulk bleibt mal, nehme ich wieder mal Dunban rein hier und hier mal ein bisschen Melia. Für zwischendurch halt, wa? Gut. So, darunter müssen wir. Vielleicht geht's. Was ist denn dort? Es war jetzt so schön. Was ist das? Aufzugschalter scheint aktiv zu sein. Natürlich ein bisschen ungünstig. Okay. Level up! Landeplatz 1. Geil. Level 61 bereits. Ey, alter Schwede, ist das krass. So, was will denn der da vorne? M44, der Sturm. Komm hier aus. Dann stürmen wir mal ein bisschen, wa? Komm her, Mann. Systemalarm ist mir scheißegal. Tschüss. Boom. Lebt noch. Natürlich mehr als doof. Und das war der eine. Nummer 1. Der zweite ist im Zuge. Der pennt aber lieber ein bisschen. Okay, Schulkomädel mögen es ein bisschen besser. Auch nicht schlecht. Da kommt noch mehr Gegner. Ach du Scheiße, kommt dort. Da noch alles. Ah, die Brise will es wissen. Von mir aus. Du dämliche Brise. Media, halt mal selber. Was ist da so eine Art, Autosägen, auch nicht schlecht, so eine Art Wasser, Äther, Spezialtechnik, Dingsbums, wie auch immer. So, der nächste. Das muss aber schnell gehen. Ein Geschenk. Achso, nee, das ist der falsche. Hast du nichts mehr Wasserruf, Regeneration im Umfeld? Schade. Tiergefährlichen Augen vor Melia, Techniksiegel, war nicht schlecht. Versuch's mal so. Da gab's noch rechtzeitig. Ja, irgendwie schon, wa? So, Minus, Bams. Du bist bald down. Und du kannst nichts dagegen tun, Kumpel. Du bist einfach nur chancenlos. Gegen unser Teamworking. So. Nicht schlecht, nicht schlecht. Du musst aber da unten durch, wie es aussieht, wa? Also die Typen dann noch wegballern.
bouncen. Die Runde. Gib eine Runde aus. Okay, danke Kumpel. Sehr nett von dir. Also auf mich, Mann. Du triffst mich eh nicht. Vorbei, vorbei. Es ist alles gleich vorbei. Du. Vor allem für dich, Mann. Oh. Schnell. So, Oma, der kommt nicht mehr. Und das war's mit dem. Zick. Der letzte im Bunde. Was willst du denn hier noch? 56, hey, viel zu schwach, Mann, für uns. Oh, Lampen. Hat's voll hingelegt. Tschüssikowski. So, dann benachbarten Level up. Sehr geil, sehr geil. Wir sind hier fertig, wa? Monado aktivieren. Stärke, okay. Weißes Symbol. Item gefunden, dann schlecht. Steigert die Ätherkraft. Sehr schön, sehr schön. Jetzt geht's hier wohl entlang, wa? Wo sind die Teile denn? Na, Zangendingsbums. Wieder rein. Wieder raus. Das muss sehr produktiv sein. Egal, nicht unser Problem, Leute. Wir haben anderes zu tun. Schupp. Und zwar müssen wir hier hingelangen. Liefereingang Nummer 1. Das ist ein neuer Ort. Neuer Ort, der sehr schön aussieht. Ja, und jetzt? Hier hoch oder wie? Okay. Ja. Bringt's ja ungeheuer. Da muss ich wohl runter. Könnte das auch sein? Das könnte irgendwie auch sein, wa? So, mal gucken. Hier natürlich so ein bisschen schneller. Juhu, hopp. Juhu, hopp. So. Sehr schön. Level up. Harmoniemünze. Geil. Ja, jetzt bin ich hier. Toll. Damit haben wir die 2 Stück schwarzes Typrol beisammen. Die Leute können immer den Wiederaufbau. Okay, wir bringen sie zurück. Koloni 6, genau, muss ich auch noch machen. Das ist wieder. Naja, gibt noch nichts zu tun. So, zu den oberen Ebenen kannst du offenbar mit dem Aufzug beim Wartungsflügel gelangen. Sehr geil, sehr geil. Wisst ihr was, Freunde? Das werden wir wiederum erst im nächsten Part angucken, wie es so weitergehen wird. Ich denke mal, anhand von den Informationen haben wir diesen Part genug gekriegt. Jetzt wissen wir zumindest mal, dass Egil und Sans mal Freunde waren. Toll. Und irgendwann so das Gefühl, am Schluss stellt sich dann heraus, dass nicht Egil der Böse ist, sondern Sansa und irgendwie Bionis doch der Böse ist und wir Hummus vernichtet werden müssen. Oder wie auch immer das am Schluss dann ausgehen wird. Wie auch immer, wir erfahren es noch, aber nicht mehr in diesem Part. Von daher, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal hier bei Xenoblade Chronicles. Ciao zusammen.